Ja, grüezi. Guten Abend. Jesus, na! Hallo, liebes Rotziversum. Da sind wir wieder, wunderbar. Willkommen aus der Quarantäne, die Rotzshow Special Quarantäne Covid-19 Edition, die dritte. Grüß Gott und auch Grüß Teufel. Wir sind Ihre Lieblingsband. Ja, wie geht's euch, Kinder? Alles gesund, alles klar? Ja, wunderbar. Ich kann mich daran gewöhnen. War das eine Frage an uns? Sorry. Aber doch, du redest mit den Leuten im Publikum. Es war eine Frage an alle, auch im Publikum. Also bitte schreibt uns, ob ihr gesund seid, und wir fangen wieder an, wie letztes Mal, mit Fiebermessen und schauen, wer ist der Coolste, wer ist der Heißeste und wer ist lauwarm. Vor allem, es ist behördlich vorgeschrieben. Es könnte nämlich passieren, dass wir die Show abbrechen müssen, falls einer tatsächlich Fieber hat, wegen Ansteckungsgefahr. Ja, und in die sofortige Quarantäne verschoben werden. 36,7 habe ich hier. Ne, ihr habt diese Hightech-Dinger, bei mir dauert das. Ich habe den. Achso, du hast ihn mit dem Popsch wahrscheinlich, ja? Kann man es lesen? 36,6, ja. Ich bin cooler als der Zacharias. So, Moment. So. 36,5 hat der Friedhof. Ja. Ich glaube, ich laufe Gefahr, lauwarm zu sein, oder? Ja. Und was sagt der Lumbazi? Trommelwirbel bitte. Ja, der hat wieder mal seinen Lombardi und das Rektalthermometer falsch benutzt. Man sieht das schon. Ja. Liebe Zuschauer, schreibt bitte eure Körpertemperatur in den Chat. Ja, wir wollen es wissen. Wichtig, nach dem Fieberthermometer berühren natürlich. Ja, du willst jetzt nur wichsen, gib's zu. Ja. Mindestens eine halbe Stunde lang die Hände einreiben. Halbe Stunde? 36,6. Oh, Gleichstand. Das heißt, ich bin die Hot Sau heute mit 36,7 und Friedhof hat verloren, ist die coolste Sau vom. Also, du bist am wenigsten fieberhaft. Wer hat denn da eigentlich gewonnen? Ich bin am gesundesten. Alle außer unser Publikum, würde ich sagen. In dieser Show gibt es keine Sieger, nur Verlierer. Ja. Ja, das war's. Also ich hoffe, es geht allen gut, die zuschauen. Ich hoffe, ihr habt kein Fieber und auch ihr es nicht. Und wir verlassen uns natürlich auf die Selbstkontrolle unserer Zuschauer. Wer Fieber hat, bitte dreht sofort ab, legt sich ins Bett und geht in 14-tägige Quarantäne. Ja? Oder nicht abdrehen, aber zumindest 2 Meter vom Monitor wegrücken. Genau, und spuckt uns nicht am Bildschirm. Und eine Maske aufsetzen, ganz wichtig. Und Maske aufsetzen, ja. Jo, das war's mal mit der Begrüßung und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit einer Ankündigung. Oh. Es gibt heute was Neues. Friedhof, bitte erzähl mal was. So, und zwar gibt es erstmalig das unglaublich leibernde Rotzpippen-Quiz. Wir haben vorbereitet, ich glaube, es sind 5 Fragen haben wir. 5 Fragen sind es zu Rotzpippen, zu unserer Geschichte, zu den schwindelig komischen Sachen, die wir so gemacht haben in den letzten Jahren. Ja, das ist auf einer sogenannten Webseite. Wir werden den Link jetzt in den Chat reinstellen. Da einfach draufklicken. Es sind 5 Multiple-Choice-Fragen. Einfach ankreuzen, was ihr glaubt, was stimmt. Und am Ende der Show werden wir es dann auflösen und gemeinsam drüber quatschen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ob wir uns noch alle gemeinsam richtig daran erinnern können. Wahrscheinlich werden wir uns dann in Diskussionen verhackeln, weil jeder was anderes glaubt und sicher. Aber man kann jetzt schon versprechen, wir werden heute noch einen Gast haben, der sich 100%ig an alle Ereignisse, die hier gefragt werden, erinnern kann. Stimmt, der wird dann quasi als Schiedsrichter fungieren, eingreifen, falls irgendwelche Probleme auftreten oder Unklarheiten sind. Oder Schiedsrichterin, ja, wir können ja nicht sexistisch sein. Okay, ich sehe im Chat Temperaturen von 35,6, 36,8. Die Rose sagt, ich bin gesund. Die war es scheinbar ohne Fiebermessen. Gratuliere. Die Rose kennt ihren Körper. Hallo S-Chili, zu deiner Frage kommen wir gleich, denn es passt zur nächsten Rubrik. Und diese nächste Rubrik kommt gleich wieder zum Beginn, nämlich, ihr habt wieder geschrieben, ihr habt Wünsche an uns, also viel Spaß mit Wünsch dir was. Viel Spaß.
Und wir sind zurück mit Wünsch dir was, die Rubrik, Was? wo uns Zuschauer tolle Wünsche schicken und wir sie erfüllen müssen. Wir haben schon Soletti gefressen, was haben wir eigentlich schon alles Ein Klospiel, wir haben ein Klospiel gespielt. Wir Kann haben ein das sein? Klospiel gespielt. Wir haben eine Briefbombe geöffnet, die keine war, Gott sei Ja. Dank. Mit der Dankeschön. Nutterbutter, yes, ja. Wir haben uns Aber gegenseitig Eier. Weihnachtsgeschenke haben uns gegenseitig gebracht. Ja. Ja, genau. Und jemand Aber hat die Eier Frage- gegessen. Stimmt. Genau, und die Frage vom Mal die S-Chili, legendäre Eier-Challenge. und der S-Chili möchte gern wissen, Lumpe, und ich möchte die Frage an dich weiterleiten. Wie ging es dir denn, nachdem du letzte Woche in, sagen wir mal, knapp 45 Minuten 12 gekochte Eier gegessen hast? Was war danach? Naja, ich habe das natürlich voll dokumentieren wollen und für die Nachwelt festhalten. Das Problem war nur, es hat sogar die Linse von meinem Smartphone gesprengt. Ja. Es konnte dann nicht mehr unterscheiden beim automatischen Fokus. Ja. Ist es jetzt Keramik? Ist es Gülle? Ist es Humus? Ja. Ist es Ja, Blut? Ja. Also er war sich nicht mehr sicher durch die Fokussierung. Ja. Das Schöne ist, dass ich mittlerweile nur mehr in einen Topf, in einen Eimer kacken kann, ja, weil das Klo ist nach wie vor nicht betretbar, ja, durch giftigste Dämpfe, sogar mit meiner improvisierten Gasmaske, das heißt meine Corona-Masken plus Taschentücheln nochmal, das eine gewichst und dann so wegen einem anderen Geruch, ne? Hilft nichts, ja, also ich kann diese Örtlichkeit im Moment nicht mehr betreten, haben wir ein Biohazard-Schild bestellt bei Amazon, Also, was aber nicht kommt, weil der Du musst Postler es- schafft es nicht bis rauf, weil der fliegt schon im Stirnhaus. Ja. Toxische Du musst Werte es sind aber- sehr hoch. das ist quasi ABC-Alarm auf deinem persönlichen Locus jetzt. Ja, buchstabieren kann ich. Ja. Ja, Ja, also aber du automatisch, willst biologisch die- und chemisch, aber welches davon ist denn bei dir jetzt eher zutreffend? A, B oder C? X. Ich möchte einen Freund anrufen oder das Publikum befragen. Ja. Ja, ich muss dazu sagen, ich war letztens auf dem Weg zum Supermarkt, ich sage jetzt nicht welchen, bin am Lumpi seiner Wohnung vorbeigekommen, das Fenster war gekippt und ich habe einfach nur gesehen, wie sogar die Vorhänge beim gekippten Fenster ausgespielt haben. Also es muss wirklich ganz arg bekelt haben. Ja, gefährlich Ja, ist, wenn aber du das Zigarette zündest. Da solltest du aufpassen. Ja, ich Ja. muss hier meinen Raum immer hermetisch abriegeln, bevor ich mir eine Zigarette anzünde. Muss immer drauf schauen. Ja. Aber Okay. man riecht es ja nicht nur, man hört es ja auch so wie wenn die Gasleitung offen ist. Ja, so. Alles klar. Ja, und zum Thema Wünsch dir was ist wieder ein Briefchen ins Haus geflattert. Bevor ich das vorlese, einmal Servus Bierbaron, schön, dass du auch fit bist und auch Servus Proletentoaster. Ludwig Bauer sagt, er hat 36,4 Grad. Da los, darfst weiter zuschauen. So, es kam ein Brief von der Tamara aus Wien 17. Hallo Tamara, danke für diesen Herr Neues, Wunsch. ja. Die Tamara. Ich verlese das jetzt einmal so, wie es da steht. Es ist von ihr verfasst. Ja. Liebe Rotzpippen, für die Rubrik Wünsch dir was hätte ich einen tollen Vorschlag. Ich bin ein großer Fan von Fit mit Fetz und ärgere mich jedes Mal, wenn der Fetz, die faule Sau, die Übungen dann nicht selber macht, weil er immer irgendeine depperte Verletzung vortäuscht. Darum möchte ich, dass er diesmal live in der Rotzshow seine Stärken und seine Ausdauer vorbringt. Ja, liebe Tamara, das war geplant. Der Plan war der, dass ich eine Stunde lang, also während der ganzen Rotzshow, auf dem Ergometer verbringe und meine Fettreserven dort ein bisschen abbaue. Aber, wie es der Teufel wollte, ich werde jetzt versuchen, ob ich das mit der Kamera einfangen kann. Es kann jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht sieht man das. Ui. Ja, Das ist aber ein Spiel, oder? Das ist ein falscher Gips. er ist sogar unterschrieben. Na, also ich habe trainiert auf dem Ergometer und leider ist mir da das passiert mit dem Fuß. Licht wieder weg, das Licht ist nicht mein Freund. Ja, leider wird diese Challenge auf unbestimmte Zeit verschoben werden müssen, wegen einem gebrochenen Fuß. Aber ich habe mir gedacht, ich mache etwas, was ich wirklich gut kann und wofür mich meine Bandkollegen immer sehr schätzen. Nämlich, ich erzähle euch heute über die ganze Show verteilt meine 10 unlustigsten Witze. Ich bin wirklich ein selbsternannter Spezialist für unlustige Witze. Wer schon mal auf einem Konzert von uns war, wird das bestätigen können. Ich war schon auf ein paar, ja. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich will jetzt über die ganze Show verteilen und ich beginne halt, wie es sich gehört, mit dem ersten. Also hier unlustiger Witz Nummer 1 von Fetzel Schädel.
treffen sich zwei Freundinnen, sagt der eine zur anderen, du, mir ist gestern was ganz Schlimmes passiert. Ich habe während des Koitus, also beim Pudern, meinem Mann direkt in die Augen geschaut. Sagt der andere, du, was ist da schlimm? Das ist doch super schön. Sagt sie, ja, aber leider, es war durchs Fenster. Oh mein Gott. Ja, und das war nur der Anfang. Freuen Sie sich heute noch auf 9 weitere unlustige Witze von Man mir. muss sagen, du hast die Latte schon ziemlich tief gelegt. Also ich bin gespannt, ob du das Niveau halten kannst. Haha, du hast Latte gesagt. Das wird ein humoristischer Limbo der Sonderklasse. Wolltest du gerne einen Den zweiten? hast du jetzt trainiert. Wolltest du einen zweiten, wenn wir schon live sind? Ja, bringen wir es hinter uns. Naja, alle 10 auf einmal nicht, sonst schalten wir alle sofort aus. Okay, der zweite, ich muss einmal schauen, welchen ich nehme. Ich habe da meine Sammlung. Ist das kein Highscore, oder was? Nein, es sind alle gleich deppert. Ja, einer meiner Lieblinge, wie heißt der Teufel mit Vornamen? Pfui. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Der tut Na, weh, aber das ist so schlecht, ich habe ihn nicht mal verstanden. Pfui heißt damit, weil immer alles Pfui. ein Pfui Teufel, ja. Okay, Aber ich kann ja garantieren, es wird noch besser. Das Ja, war's. na, ich freue mich, Gut, Exzellent. Zacharias, kannst du mal ankündigen, was als nächstes kommt? Als nächstes schauen wir uns an, wie wohnen Rockstars? Das fragen sich viele Menschen. Die Kategorie heißt Zimmerkugel-Quarantäne. Soll ich den Namen dazu sagen? Wer ist heute dran? Ja, bitte. Fridjofs Community. Ich habe das Fernsehteam zu mir nach Hause gelassen. Schauen wir mal, wie das so war. Herzlich willkommen zu Zimmerkuchel-Quarantäne. Heute bin ich dran und zeige euch mal meine kleine bescheidene Sommerresidenz. Im Unterschied zum Rest der Band habe ich ja die Millionen, die wir mit unseren Konzerten und CD-Verkäufen verdient haben, clever investiert und nicht alles versoffen und verhurt, sondern in ein schönes Zuhause investiert. Ich bin jetzt gerade im Poolhaus meines Anwesens und muss jetzt kurz einmal die Kamera umstellen, damit ihr seht, wie es hier ausschaut. So, einen kleinen Moment, ich muss da kurz drücken. Ich habe da jetzt zur Live-Aufnahme von meiner Drohne umgeschaltet, damit man das in seiner gesamten Schönheit gut erfassen kann. Jetzt habe ich schon wieder vergessen zum Zusperren und 5 Minuten später sind die ganzen Gesichter wieder da und glauben, das ist ein öffentliches Bad und verpesten mit ihrem geschissenen Coronavirus mein ganzes Schwimmbecken. Ist immer dasselbe. Schneller Ortswechsel. Ich bin jetzt auf dem Hubschrauberlandeplatz. Das ist relativ praktisch, wenn ich schneller mal zum Biller muss oder wenn wir wieder mal Bandprobe haben, kann ich direkt mit dem Hubschrauber hinfliegen und muss mich nicht der Gefahr ausgeben, dass ich mich in der U-Bahn oder in der Straßenbahn mit dem Coronavirus anstecke. Weil wir als Rockmusiker und Leistungsträger sind natürlich für die Gesellschaft unglaublich wichtig und dürfen uns da keinen unnötigen Gefahren aussetzen. Ich schalte jetzt wieder mal schnell die Kamera um, damit ihr euch das anschauen könnt, wie es ausschaut. Moment. So, wie Sie hier sehen können, habe ich mich für den New Bell 407 GXP entschieden. In schwarz mit leicht roten Verzierungen, das gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt sicherheitshalber auch noch Rücksprache mit Felix Baumgartner und Norbert Hofer, unseren 2 Aeronautikexperten in Österreich, gehalten und die mir beide versichert, dass der B-Führerschein völlig ausreicht, um dieses Ding zu steuern. Ich werde das die nächsten Tage mal ausprobieren und euch dann erzählen, wie es war. Ich stehe jetzt draußen auf meinem Golfplatz, den wollte ich euch auch noch zeigen. Es ist natürlich wichtig, wenn man nicht vor die Tür gehen kann, dass man sich trotzdem sportlich betätigt. Und wir Millionäre, wir gehen halt gerne mal auf den Golfplatz. Das ist derzeit ist es ja nicht möglich, auf den Golfplatz zu gehen, deswegen habe ich mal schnell selber einen bauen lassen. Ich schalte wieder die Kamera um, dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das hier so ist bei mir. So, hier seht ihr meinen kleinen bescheidenen Golfplatz. Die Palmen habe ich aus Jamaika einfliegen lassen, den Sand habe ich aus der Wüste Gobi hergeholt. Der Rasen ist aus England. Wir haben die Wimbledon-Tennisplätze abtragen lassen und dann hier eingebaut. Das Wasser selber ist aus dem See Genezareth. Ja, zum Golfspielen reicht es gerade noch, aber grundsätzlich spiele ich ja sowieso am liebsten das Dreiloch-Golf. Und das Wichtigste in jedem Haus ist natürlich das Schlafzimmer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse mich nicht lumpen und gönne mir was Schönes. Ich schalte schnell wieder die Kamera um, damit ihr mal seht, wo ich meinen Kopf so bette. Ich habe hier auch regelmäßig Besuch. Manche meinen, dass es etwas dekadent und überzogen ist, wie ich hier schlafe. Ich glaube, die sind ja einfach nur neidisch. Ich habe vor meinem Bett auch noch einen Zaun anbringen müssen. Der war ganz einfach notwendig, wenn ständig Groupies mein Bett stürmen wollten.
So, das war's auch schon wieder von meiner kleinen bescheidenen Hütte. Ich habe jetzt noch geplant, dass ich demnächst den Zentralfriedhof und den Stadtpark dazu kaufe. Leider fehlt mir im Moment noch das Geld. Wir müssen jetzt noch mit der Band 1- bis 2-mal im Arena Beisel auftreten. Dann sollte sich das finanziell auch locker ausgehen. Wenn es soweit ist, mache ich vielleicht ein neues Video, dann könnt ihr euch auch noch meine zusätzlichen Grünflächen, wo ich dann ein bisschen spazieren gehe oder vielleicht ein paar Tomatenpflanzerl ansetze, könnt ihr dann auch mal vorbeischauen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, wir sehen uns. Wiederschauen. Liebes Publikum, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von Fragen Sie Dr. Umpferl oder Tante Umpferl, wie mich auch manche nennen. Ich möchte heute gerne wieder Fragen beantworten, die uns aus dem Volke erreichen und die offenbar höchster Dringlichkeit bedürfen. Hans-Peter aus Wien-Wieden, mit dir möchte ich heute beginnen. Hier wird gefragt, alle dürfen schon wieder aufsperren, nur mein Stammwirt noch nicht. Wie soll ich diese Abstinenz aushalten? Es besteht die Gefahr, dass ich demnächst nüchtern werde. Lieber Hans-Peter, viel kann ich dir da auch nicht helfen. Also die Klopapierkrise, die trifft uns natürlich alle, halt besonders uns, die wir Leberprobleme haben, nämlich dann, wenn wir nichts trinken. Der Begriff Homeschooling und Homeoffice ist dir wahrscheinlich auch schon geläufig. Was jetzt die höchste, neueste Innovation ist im Daheimbleiben, das Home Drinking. Ja, also im Grunde ist es dasselbe, was du machst bei deinem Lieblingswirten, und zwar was zum Trinken bestellen, auf was zum Trinken warten und was zum Trinken trinken. Die 3 Sachen machst du zu Hause. Machst es dabei ein bisschen kuschelig und so. Und wenn dir dein Stammwirt besonders abgeht und du dich überhaupt nicht stammwirtig fühlst, dann gehst du einfach auf dein Klo und pinkelst an die Wand oder du bist unfreundlich zu dir, indem du dich im Spiegel einfach selber deppert anschnauzt. Dann wird das was, probierst es aus und sauft's aus. Der Jürgen hätte gerne gewusst, ich arbeite seit 17 Jahren beim Hofer als Regaleinschlichter. Jetzt haben sie im Ö3 gesagt, dass wir alle Helden sind. Sogar meine Nachbarn klatschen mir vom Balkon aus zu. Jetzt, wo ich ein Held bin, kann ich im nächsten Avengers-Film mitspielen. Ja, lieber Jürgen, du wirst im nächsten Avengers-Film mitspielen. Alle deine Kolleginnen und Kollegen werden das auch tun. Ihr werdet alle die Hauptrolle kriegen. Die Finanzierung steht halt noch nicht. Es wird jetzt inzwischen eine Bank gesucht, die die ganze warme Luft vom Klatschen umwechselt in Bargeld, das man nämlich braucht, um so einen tollen Film zu machen. Ich wünsche euch viel Glück, ihr werdet das auch brauchen. Caroline aus Biedermannsdorf fragt, nach 5 Wochen Homeschooling merke ich mit Entsetzen, dass meine Kinder Kevin Leopold und Adelheid Chantal recht gute Schüler sind. Dabei hätte ich für die beiden eine tolle Karriere im Reality-TV geplant. Aber die 2 denken gar nicht dran, bei Teenager werden Mütter oder der Bachelor sich anzumelden. Ich bin verzweifelt. Was habe ich bei der Erziehung falsch gemacht? Caroline, was soll ich sagen? Alles. Also du hast bei der Namensgebung quasi schon angefangen, hier den Kevinismus mit Bildungsbürgernamen durchzumischen, was natürlich zur Folge haben kann, dass deine Kinder eventuell Karrieren in einer, sagen wir mal, nicht so schönen beruflichen Ecke anfangen. Das kann natürlich dann sein, dass deine Adelheid Chantal irgendwann einmal Bundeskanzlerin wird oder vielleicht in einem Aufsichtsrat oder sowas sitzt. Das ist dann natürlich der negative Effekt. Die ganzen Sozialkompetenzmangelpornos werden dann in den nächsten Jahren wegen Mütter, wie du einer bist, kein Biomaterial mehr haben, um ihre Sendungen zu produzieren. Das finde ich ganz, ganz böse. Danke, Merkel 1111. Jetzt bin ich so aufgebracht, dass ich gar keine Fragen mehr vorlesen kann und leite weiter auf unsere nächste Kategorie, die nennt sich This Dancing Queen inzwischen und wir lernen dort, wie wir tanzen. Danke fürs Zuhören. Grüß euch, liebe Rotzpippenfans, hier ist wieder Lombardi, eure Dancing Queen. Und ich präsentiere euch Folge Nummer 8 von dem perfektesten Tanzkurs, den ihr jemals nehmen könnt. Letzte Woche haben wir den Dishwasher, den Tellerwäscher durchgenommen.
Die heutige Bewegung baut darauf auf, nur anstatt dass wir die Teller waschen, gehen wir einen massiven, gewagten Schritt weiter. Wir gehen zum Self-Washer, den sogenannten Selbstwäscher. Und der geht so. Im Gegensatz zum Tellerwäscher waschen wir uns selber. Die Bewegung ist einfach. Eine Hand nach oben, die andere Hand drunter. Und schöne kreisende Bewegungen. Dasselbe auf der anderen Seite. Und schön im Takt. Oh ja, selbst waschen. Oh, muss auch manchmal sein. Am besten integriert man das in den Tellerwäscher. Oh ja, da geht's ab. Und wie immer, alles integriert. Oh ja. Oh. Und ob ihr euch auch selber waschen könnt, das sehen wir jetzt. Ich hab neue Methamphetamine, mir ist wurscht. Also gehen wir's an. Selbstwäscher, ja, das ist schön, aber da unten hast du kein Jirksen und da schon hinten gar nicht. Ja? Immer unter den Arm. Nein, nicht in meine Richtung, du sollst selber schauen. Ich weiß, Karli, du waschst dich auch zu Hause nicht, das haben mir auch deine Eltern am Telefon vertraulich gesagt. Ja? Mach mal bitte Musik, weil sonst geht das gar nicht mehr da heute, bitte. So ein Rausch ist schon was Schönes. Aber ehrlich, da hilft nicht einmal die Chemie. Ich sauf mir auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Folge Nummer 8 von Lombardi Presents Dancing Cool. Wir haben heute gelernt, dass man sich manchmal auch selbst waschen kann und nicht nur die Teller. Somit habt ihr summa summarum das große Repertoire zusammen, das ihr braucht. Nächstes Mal lerne ich euch einen Haufen Tipps und Tricks, wie ihr auf der Tanzfläche euch rauswinden könnt, wenn euch einmal diese Moves alle nicht mehr einfallen. Bleibt gespannt, bleibt dabei. Wir sehen uns das nächste Mal. Viert euch. Ja, ist es nicht schön, wenn man tanzen lernt und es nirgendwo einsetzen kann? Ja? Also dieser Tanzmove war besonders wichtig, gerade in der Zeit der Quarantäne, wo viele Leute die persönliche Hygiene vernachlässigen. Es ist natürlich umso besser, wenn man sich tanzend gleich waschen kann. Ja, stimmt. Da schlagt man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist vollkommen korrekt, ja. Obwohl, ich glaube, es sind mehr als 2 Fliegen, die schon um den Körper kreisen bei dem Geruch. Es sind 2 Viren mit einer Klappe. Ja, das war wieder mal die Dancing Queen, diesmal This Dancing Queen, aus gegebenem Anlass. Ja. Weiter geht's dann. Ich habe Lust auf einen Witz. Ah ja, genau, das war ja auch noch. Also, Herr Schädel, falls Sie erst später eingeschaltet haben, heute die Wünschte was Edition. Herr Schädel erzählt seine 10 unlustigsten Witze. Ich schaue mal, ja, den mag ich sehr gern. Was sagt ein Pfarrer zu einem Ministranten? In dir steckt ein guter Christ. Ta 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 ta. Ui. Und weil es so schön war, habe ich gleich noch einen parat. Auch einer meiner Liebsten. Ich weiß, die Band hat ihn schon 1000-mal gehört und findet ihn noch immer nicht lustig, aber ich finde ihn grandios. Liebe Leute, was ist rot und liegt am Acker? Eine alte Bauernregel. Ich gehe mich kurz genieren. Ja, Ist tot und liegt im Acker, war der Bauer sicher wacker. Ja. Aber das ist ja ein Schüttelreim, das ist ja kein Witz. Stimmt. Den Check und für alle anderen, die noch später eingeschaltet haben, heute erstmals unser Rotzpippen-Quiz. Im Chat gibt es den Link zu diesem Quiz. Ihr könnt da tolle Fragen zu eurer Lieblingsband beantworten, falls ihr es könnt. Das sind so Multiple-Choice-Fragen. Und am Ende der Sendung heute werden wir die Fragen auflösen, jeweils mit Fotobeweis sogar. Also wir werden wirklich zeigen, wie war das damals so zwischen den Weltkriegen, als wir unsere Anfangszeit hatten, als es uns noch besser ging. Ja, genau. Der Jack Rock hat geschrieben, ihm ist der Rotwein ausgegangen, was schon ein ziemliches Drama ist. Oh! Und er sauft jetzt Ramazzotti.
Was mich wundert, weil ich dachte, der singt eigentlich. Ja, und ich glaube, aus Italien kommt nichts mehr. Und Vielleicht Rinder aus, ja. Na gut, das ist dann ziemlich hart, wenn es das saufen Aber lieber Jack Rock, Respekt, wenn du von Rotwein auf Ramazzotti umsteigst, ich glaube in weiterer Folge wirst du dann in Rasenmäher-Benzin wahrscheinlich saufen. Schauen wir mal. Aber passend zum Thema, Ladies and Gentlemen, freuen Sie sich mit mir auf unsere nächste Episode von Die Biersommeliers. Holter wie Polter, Biersommeliers mit Zacharias Unfall und Einer, Fetz Endschädel. Und Dödel. Ja, lieber Zacharias, ich weiß nicht, wie es dir in der letzten Woche gegangen ist. Mir wurde Bier zugesandt. Dir auch? Ja, mir wurde kein Bier zugesandt. Das sieht man die Wertigkeit der Fans. Du lebst ja im Elendsviertel von Simmering, da funktioniert zumindest die Post noch. Hier bei uns am Simmeringer Platz offenbar nicht. Ich habe kein Backerl bekommen, das heißt, ich trinke ja hier immer noch mein Bier, was zu Hause rumsteht. Das heißt, ich kann heute nicht mitmachen, aber ich kann dir zuschauen und mitraten. Okay. Nur kurz zur Erklärung für alle, die vielleicht noch nie zugeschaut haben. Bei den Biersommeliers dann normalerweise der Herr Unfall und ich blind Bier verkosten und müssen dann erraten, welche Marke es ist. Momentan liegt unsere Trefferquote bei 0%. Ja. Und lieber Zacharias, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Also das war vorgestern bei mir in der Post, ein verpacktes Bier. Ich habe nur gesehen, ich habe zuerst gehabt, mein Nachbar hat es mir vor die Tür gelegt, so quasi Nachbar in Not. Vergiftetes Bier. Bis ich draufgekommen bin, anhand des Geruches, mein Nachbar ist schon längst verwest. Also er weiß nicht. Ich öffne jetzt mal dieses zugesandte Bier. Danke an den... sein, dass das Bier ganz ähnlich riecht. Gott, ich mal. Also es riecht nach Bier. Danke an den Adalbert. Adalbert ist ein Scheißname, ich sag Bertel. Danke an den Bertel aus Schwächert. Doch Nachbarschaft. Danke für das Bier. Ich werde jetzt kosten und mal schauen, was es ist. Prost. Okay, also die gute Nachricht zuerst, es ist kein Radler. Das ist schon mal was Gutes. Alles ist gut. Da muss man... Ja. So schwenken. Ja. Es klingt schon sehr bierig, muss ich sagen. Liebes Publikum, habt ihr vielleicht eine Idee, was mir der Adalbert für ein Bier geschickt hat? Der Bertel. Adalbert Stiegl Hausbier Nummer 44, Zölibat. Sagt der Markus. Glaube nicht. Ja. Das Stiegl habe ich letzte Woche schon gehabt, glaube ich. Ja. Naja, bei uns. Ich meine, Zacharias, was sagst du? Es läge auf der Hand, wenn ich mir den Absender anschaue, aus Schwächert. Dass es ein Otterkringer ist. Das hätte ich nämlich auch geglaubt, ja. Aber ich sage jetzt anhand des Geschmacks oder was nicht. Hast du eine andere Idee vielleicht? Otterkringer hatten wir ja schon. Für mich schmeckt es recht leicht. Also ich schmecke so wenig Bier, also ich glaube, dass es ein Leitbier oder sowas ist. Nein, es ist schon was Volles. Also, na gut, dann Zacharias, gib du doch deinen Tipp ab, bitte. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach in jeder Sendung Otterkringer sagen. Okay. Also sage ich jetzt Otterkringer. Ich verlasse mich jetzt darauf, dass mein Urinstinkt, also mein Urinstinkt, richtig ist. Ich glaube, es könnte sein ein Pontigammer. Aus Schwächert, ja. Absolut. Ja, das war zu offensichtlich, oder? Na. Soll ich tun? Ja, mach einmal auf. Wenn einer Adalbert hasst, dann kannst du ihm alles zutrauen. Ne? Adalbert, wer hasst den heutigen Adalbert? Ich meine, ich kenne einen Wunibald. Ja? Ich meine, ich sage jetzt nicht den Nachnamen, das wäre datenschutzmäßig ein Wahnsinn. Aber ich mache jetzt auf und es ist... Ein Pontigammer. ein Schwächerter, sehr schön, ja. Also, aber das war natürlich...
Lieber Adalbert, sehr einfallsreich, danke, aber ich muss sagen, Schwächerter ist für mich persönlich kein schlechtes Bier. Ich trinke es wirklich gern. Es ist zwar sehr verschrien manchmal. Ich verstehe aber nicht warum. Es gibt weit geschissene Biere und Schwächerter ist immer okay. Gibt es zum Beispiel, das ist eins von den besseren, schlechten. Das nennt man Arbeitsaufteilung. Ich sauf, du rülpst. Ja, hat Spaß gemacht und es hat gut geschmeckt, muss ich sagen. Das war heute ein Bier, wo man nicht einmal besoffen wird. Also aus meiner Sicht. Liebe Zuschauer, Prost an euch zu Hause. Ich hoffe, auch ihr habt Bier. Ich trinke ein anderes. Lieber Adalbert, falls du zuschaust, schick heute einen anderen 3A-Bier oder einen Schnaps oder einen Rotwein oder was, weiß denn ich. Genau, was. wir könnten ja einführen in Zukunft, dass die anderen nicht immer zuschauen müssen, dass die in der Zwischenzeit einen Vogelbär heben müssen oder so. Oder einen Marilinger oder irgend so einen Schatz. Ja, aber glaubst du wirklich, dass die einen ganzen Bären heben können? Ist doch schwer, so ein Tier, oder? Ja, sie müssen ja mal nur anschlecken. Solange er kein Corona hat, ist alles wurscht. Okay. Passt. Ja, jetzt habe ich was getrunken, jetzt wird es wieder Zeit für einen Witz, glaube ich. Das passt jetzt erzähl ganz einen gut. Witz. Hast du einen Bierwitz? Nein, ich habe keinen Bierwitz, aber ich habe einen meiner Lieblingswitze, und ich glaube, der wird auch vielen von euch gefallen. Was ist, wenn 20 Polizeiautos vor einem Puff stehen? Muttertag. Und mit diesem verfassungsfeindlichen Witz verabschieden wir uns für heute mit den Biersommeliers und aus gegebenen Anlass, weil vor 2 oder 3 Tagen ja die Baumärkte wieder unter großer Anteilnahme der Bevölkerung geöffnet haben. Vielleicht habt ihr das auch gesehen auf YouTube und so und auf Facebook. Schauen wir uns ein Video an. Schauen wir uns ein Video an, was wir mit so Baumaterialien machen würden. Und ich glaube, wir wissen, um was geht. Wenn nicht Quarantäne wäre. Wenn nicht Quarantäne wäre, wir würden basteln, dass die Schwarte kracht. Rotzpiepen, Heimwerker King von Simmering. Ritsche Ratsche.
Ist das nicht leibernd, ja, wenn man sieht, wie echte Profis am Werk sind. Ja? Also Augen auf beim nächsten Baumarktbesuch. Es könnte euch so gehen wie uns in dem Video. Ja, aber ein cooler Videodreh, muss man sagen. Das haben wir gut gemacht. Dafür, dass cool, man die 44 Grad gehabt. Ja, schwül. Dafür, dass man die Schauspieler vom Arbeiterstrich geholt haben, ist gut, muss ich sagen. Stimmt. Aber günstig war es, günstig. Ein Sehr ganzes billig, Haus hat gekostet. Das ist das Wichtigste. Okay, ich glaube, ich muss wieder mal einen schlechten Witz erzählen, oder? Damit Ja, wir auf die bitte. 10 kommen. Nein, schon wieder. Schlechter Witz Nummer 6. 6. Das war er schon. Der war gut. Passend zum Thema 6. Was hat 120 Füße und 7 Zähne? Ein Bus voller Pensionisten. Da habe ich einen Nerv getroffen. Erwischt. Nein, den habe ich noch nie gehört, darum ist er lustig. Das nicht. Weil es stimmt. Ja, du hast ja Vergangenheitserfahrung durch deinen Werdegang beruflich, ja, teilweise. Also, Als Leichenwäscher, ja. Leichenwäscher auf der Geriatrie. Okay. Fridtjof, ich glaube, du hast was für uns, oder? So, ja, wir machen weiter mit der Show. Nachdem das letzte Woche schon so toll war mit unserem Gast, haben wir auch diesmal wieder einen Gast eingeladen. Und zwar ist es diesmal Hochkarätig. Der Rotzpippen-Fan Nummer 1, Rodi, Archivar, Museum, Mitmusiker, manchmal bei uns sogar. The one and only Corson wird sich jetzt live zu uns dazuschalten. Ja, Hoffen wir mal, dass die Regie das hinkriegt. Ich rufe mal an, schauen wir das an. Corl. Bist du da? Kannst du uns hören? Rotzpippen, Corl. Hallo. Hallo. Wer nervt mit uns? Achso, die Rotzpippen. Ja. Hallo, grüß Gott. Corlson, offizieller Roadie von Rotzpippen, meine Damen und Herren. Ja. Wo bist du gerade unterwegs erst? Ich bin momentan in meinem Exil im 22. Und das gilt auch nur für die Verschwörungstheoretiker zu Hause, die jetzt alle zu Hause sind. Das gilt nur, weil 22. Bezirk, 2x11. Also Doppelsimmering. Zufall, ich glaube, danke Merkel 2-2. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Ich hab eine tolle Verschwörungstheorie gehört, von der ich fast glaube, dass sie wahr ist. Und zwar stecken die uns angeblich alle nur in Quarantäne, damit sie bei den Vögeln die Batterien wechseln können, ohne dass wir das merken. Sehr gut. Weißt du, das ist eine gute Idee. Wir sollten in jeder Sendung eine schöne Verschwörungstheorie erzählen oder selbst erfinden. Die sind ja nicht erfunden. Karl, hast du eine Verschwörungstheorie für uns parat zum Thema Corona? Ich habe eigentlich nicht sehr viel Ausgang, auch im Internet nicht, weil ich habe eigentlich nur Zugang zu Rotzpippen live. Ich habe kein Internet. Es ist auch vielleicht eine Verschwörungstheorie, aber ich sage es jetzt einmal damit, Hilfe an die Leute. Ich habe nur Zugang zu YouTube und Facebook, aber nur zu den Rotzpippen-Kanälen und Instagram. Ich habe kein Google, ich habe kein Heute, ich habe keine Krone, ich habe nichts. Ich kann mich nicht irgendwie sonst verschwörungstheoretisch selektives WLAN, oder was? Ja, das habt ihr mir eingestellt. Ja, die Leute sollten es endlich wissen. Aber Karl, das heißt aber eigentlich, dass du jetzt, wir haben dich jetzt ja auf Kurzarbeit gemeldet, ne, als Arbeitgeber, genau. Und dass du jetzt in der Kurzarbeit eigentlich pfuschen tust. Also hör auf, die steigen uns zu. Also bitte schau dir keine Rotzpippen-Videos an. Ja, was soll ich denn sonst machen? Wenn ich den Computer aufdrehe, ich sehe nur Rotzpippen. Und wenn ich den Computer abdrehe, habe ich auch nur Rotzpippen. Ich kann nur die Rotzpippen-Setlists neu, also einstauben und neu sortieren. Einmal chronologisch, dann antichronologisch, dann habe ich auch nur die ganzen Bootlegs, die DVDs und kann man Covers machen. Ich habe nichts anderes und ich habe schon Bootlegs auf Kassette gemacht, weil ich habe nichts anderes. Leute, bitte schickt mir Postkarte. Darf ich kurz fragen, bist du deswegen in Therapie oder... Kann ich nicht, weil die Wohnung versperrt ist. Das wird mir alles geliefert. Ich kann aufs Klo gehen, mir die Hände waschen.
Karl, Obwohl ich keine warst Menschenkontakt habe. weißt du, dass ganz Österreich gerade in Quarantäne ist? Ich meine, wir haben die ja schon vorher eingesperrt, deswegen hast du das wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber wir sind gerade alle eingesperrt, gell? Ich habe es erst durch euch mitbekommen und so, ach so, wir sind jetzt alle in Quarantäne und so, was? Nein, das heißt Ja, erstens no mal change for you. Quarantäne. Nein, ich habe es eigentlich noch durch euch mitbekommen. Ich weiß nicht, wie andere Menschen damit leben, aber für mich hat sich jetzt eigentlich nichts geändert, wie der Fetzi schon gesagt hat. Ihr habt mich ja schon vorher eingesperrt, wann auch immer dieser Zeitpunkt war. Ich habe es einfach nicht bemerkt, weil ich sowieso... Die Setlisten, wie sind denn die aktuell sortiert? Nach antichronologisch oder? Also wieder antichronologisch. Also die letzte ist wieder als erstes zu finden. Ich habe auch eine Anleitung, wie ich das Bass-Setup aufbaue auf der Bühne. Oh, nicht sehr gut her. Das ist ja peinlich für mich. Paint, Okay. das ist der Bass. Ja. Ich hätte ihn nicht erkannt, wenn ich diese Zeichnung nicht hätte. Technik muss sein. Ne? Ja. Karl, eine Also, wichtige Frage hätte ich an den Karl. Ja. Bei dem Sortieren der Bootleg-DVDs, ja, hast du da schon, ist das schon so fad worden, dass du sie schon mal nach Farben sortiert hast, aber nach Farben alphabetisch, aber in englischer Sprache. Das heißt, gelb ist Yellow, kommt natürlich beim J, Yellow, ne? Also ziemlich in der Mitte. Also, ja. genau. Ja, beim Cello. Es war daran ein hab ich Tipp, noch um die nicht Zeit gedacht, zu vertreiben, eventuell. Weil das mache ich nämlich mit meinen Chick-Backeln, nur ich rauche immer die Sömmer, es ist recht einfach bei mir. Ja. Ich weiß nicht, wie zeitaufwendig das wird für die. Da ist ja kannst dann auch auch die noch Frage, sortieren. wie du Farbe benennst. Genau. Dann vor allem, wenn da mehrere Farben sind zum Beispiel. Wie sortiere ich das? Also wie Wo war denn das? Naja, nach Logofarbe, oder? Rotzbippen United. Ja. Oder ich kann so die Bootlegs sortieren, habe ich ja noch nicht gemacht, um deine Frage zu beantworten, aber ich kann damit starten, die Bootlegs nach meinem Alkoholzustand bei dem Konzert zu sortieren, also wo ihr komplett auslaufen wollt. Oh. Genau. Das ist eine gute Idee. Genau. Andere Simmeringer Bands würden ja, wenn sie so eine Sendung machen wie wir, ihr Promillewert messen, bevor sie anfangen. Wir messen nur das Fieber, aber das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, dass wir Promille quasi auch messen und das dazu tun. Und du kannst dann darüber Statistik führen. Was die Corona Edition Episode 1, Fieber, Zacharias Unfall 36,2, Promille 0,4. Bitte gebt mir irgendwas zum Archivieren, ich habe nichts Neues mehr. Also ich muss die Kann man einfach so einen Quotienten sich ausrechnen, oder? Da kommen sicher spannende Sachen drauf. Fieber mit Promille. Ja. Aber ich weiß jetzt, der Lombardi hat sich letztens mit der Eier-Challenge, da hat er sich ziemlich, weiß nicht, ob das nachhaltig schädigend war. Ja, ob auf jeden das für Fall. heutige Ergebnis vielleicht doch noch, also Für doch die schon Lohnschlüssel? verfälscht war. Karl, du weißt doch ganz genau, dass der Lombardi nicht nachhaltig schädigbar mehr ist, denn er ist es schon. Apropos Challenge, Entschuldigung, ich muss wieder einen schlechten Witz Ein einwerfen. Lombardi steckt so einiges weg. Schlechter Witz Nummer 17. Der Klassiker, was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Oh je. Eierlikör. Das war, sehr schön. Oh. Apropos Eierlikör, Karl, hast du das Quiz schon gemacht? Ich habe es gleich nachdem der Link gepostet wurde, habe ich es gemacht. Und kannst du dann nachher am Schluss vielleicht zu den Fragen ein bisschen was erzählen noch? Weil du warst ja, glaube ich, bei allen dabei. Ja, bei den meisten. Oder die Erzählungen danach, ja, dann kann ich mich noch erinnern, ja, weil sowas bleibt hängen, ja. Aber das Einzige, eine Frage bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt eine Fangfrage war oder nicht, aber ich glaube, das war eine Fangfrage. Nein, das sag ich nicht. Das sage ich jetzt nicht. Nein, das ist ein Spoiler für die Leute. Wir geben mir keine Antwort. Nein. Auf jeden Fall, ob das eine Fangfrage war oder nicht, aber ich möchte es sehr spannend machen. Und nachher zu der Frage, also zu der Antwort quasi, habe ich dann auch noch einen Fun-Fact, das weiß ich jetzt schon. Ja, da bin ich gespannt. Ein Sandkist vom Karl. Ja, Karl, erzähl mal, wie geht es dir sonst in der Quarantäne? Jetzt haben wir erfahren, du hast nicht viel zu tun, außer Rotzpippen, Sachen zu archivieren. Wie schaut es aus auf der, ich sage jetzt einmal, zwischenmenschlich-sexuellen Ebene? Oder anders gesagt, hast auch du schon Pornhub Premium? Selbstverständlich, Pornhub Premium, na gut, das habe ich schon seit 3 Jahren, aber seit ein paar Wochen ist es halt gratis, ja. Du bist der eine, der was noch weiter zahlt. Ja, es sind halt doch leibende Sachen und es gibt halt bestimmte Models und Modellinear oder die männliche Form halt von Model, die halt sehr interessant ist. Ja. Und ich finde auch eigentlich auf Pornhub, die Filme haben irgendwie mehr Substanz, mehr Tiefgang als wie bei anderen Plattformen. Obwohl Tiefgang jetzt vielleicht ein bisschen ein schlechter Ausdruck ist, aber
Ja. Nein, schon passend. Also ich weiß, Das was geht noch gemeint um ist und ich Dickstein, finde ja. das vollkommen in Ordnung. Ja, also, Da was der Experte gutiert. yes. Ich habe das Problem, ich habe jetzt Pornhub schon durchgeschaut. Ich bin schon 3-mal durch, aber Ja, es Ich muss jetzt auf YouPorn wechseln. oder so. Friedhof, ich meine, sei mir nicht besser, wenn du die Videos alle in 10-facher Geschwindigkeit schaust, passiert das halt. Also mehrere parallel. er macht halt in 10-facher Ich Geschwindigkeit. habe da einen Lifehack für den Friedhof. Du kannst da das Pornhub jetzt als DVDs schicken lassen. Das kannst du. Ja. Die kommen dann, also, Dann kannst du es hinstellen. eine gute Idee vielleicht für die Quarantäne und so, wenn es nur ein DVD-Player hat. Ne? Ist das so wie das Wikipedia-Lexikon, das ich mir letzte Woche bestellt habe? Genau. Jo. Bin schon gespannt, wo ich das hinstelle. Und die DVDs haben ein Loch. Ja, wenn dir dieses Loch reicht, ist ja alles gut. Ne? Aber Friedhof, Kassetten hatten früher 2 Löcher. Wow. Naja, Ungeahnte Möglichkeiten ergeben sich. Und wenn du keinen Bleistift gehabt hast? und wie war das dann ganz früher mit Kinoprojektoren? Wir werden es rausfinden. Ja. In der Ich finde, Nicht-Episode. es ist Zeit für einen Witz. Ja, ich erzähle jetzt noch schnell einen Witz, dann kommt kurz Werbung und dann werden wir uns dem Q&A stellen. Das heißt, liebe Fans, liebe Zuschauer, bitte schreibt in die Kommentare wieder eure Fragen an die Band, eure Fragen an den Choral, eure Fragen an alle und wir werden sie nach bestem Wissen und Gehwissen beantworten und kümmern uns dann auch noch um die Auflösung des Quiz. So, schnell noch ein depperter Witz. Was nehmen wir? Eine kleine Spende von meiner Tochter. Danke an dieser Stelle für diesen lustigen Witz. Ich habe gesagt, Schatzi, erzähl mir einen unlustigen Witz. Und sie hat gesagt, wie nennt man eine Mandarine, die auf einen Berg geht? Das ist eine Wanderine. Oh. Also man sieht, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Auch das Kind ist unlustig. Ja, früh übt sich. Früh übt sich, ja. Gut, ich würde sagen, das war jetzt wieder mal lustig genug. Das war der dreckige Witz Nummer 8. Und ja, jetzt geht's in die Werbung und danach bitte schickt uns eure Fragen. Bis gleich. Die Würde ist schlecht, das wissen wir wohl. Und schuld dran ist der Alkohol. Da sind wir wieder. Yes, in Farbe und bunt. Und bunt, jawohl. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit, das Quiz aufzulösen. Lieber Friedhof, würdest du die Fragen einzeln vorlesen und die Ergebnisse, oder wer macht denn das? Ja, ich mache das. Ich brauche noch ganz kurz auf der Webseite da. Das ist, Das ist aber das ist gute perfekt. Gelegenheit für einen schlechten Witz noch. Ne? Yes. Genau, Gute Idee. Regeln. Also, ein Witz. Also, der schlechte Witz Nummer 9. Und das ist auch einer meiner Lieblinge, weil es natürlich wieder mal ein Chuck Norris-Witz ist. Was hat Chuck Norris am liebsten zum Frühstück? Richtig, er haut sich die Pfanne in die Eier. Okay, aber komm, der ist gut. Wird immer besser. Großartig. So, also, wir haben Können wir beim nächsten Mal wieder Eier essen? Nein, insgesamt 14 Teilnehmer beim Quiz gehabt. Wow. Keiner davon war ich. So, dann lösen wir mal die Ja. erste Frage auf. Welches Bandmitglied hat nach einem Konzert 43 Whisky Cola an der Bar bestellt und diese auch bekommen? Das Publikum meint mit 76%iger Wahrscheinlichkeit der Fetzenschädel. Tja, wissen wir noch, wer es war? Können wir da ein Ich kann mich erinnern. Beweisfoto? Bitte, Herr Unfall, um Ja, das Beweisfoto. Achtung. Ja, es war ich. tatsächlich. Es ist Es war, und ich weiß auch noch, wo das war, 2017 in Mettmach beim Mammut Rock Festival, wo ich gegen 3 Uhr früh in der Bar eine Flasche Whisky bestellt habe. Es wurde mir keine Legendär. Flasche verkauft. Ich habe gesagt, gut, dann machst du mir halt, ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren es nochmal?
43, glaube ich. 43 Jackie Cola bestellt. Sie haben dann gemeint, wir haben einer gnadenhalber ein paar erlassen und sie haben uns dann noch ein paar Biere dazugegeben, damit sie nicht alle einschenken müssen. Ja. Aber ich glaube, so 30 waren es am Ende. Das Bild ist entstanden währenddessen. Ja. Aber Zacharias, zeig bitte nochmal das Bild. Man sieht im Hintergrund eine junge Dame, die total bestürzt auf mich schaut. Ich hoffe, man erkennt das. Die Dame in Blond, die hat schon gesehen, der Abend wird furchtbar ausgehen. Ja, genau, sie war das. Und wie furchtbar er ausging, weiß der Karl aus erster Hand, denn ich schlief dann auf dem Balkon und am Nachbarbalkon hat der Karl durchgeschnurrt. Genau, es wissen auch ein paar Hardcore-Fans, die um 4 Uhr früh das Facebook-Live-Video sich angeschaut haben, bevor wir es dann beim Frühstück wieder gelöscht haben. Ja, also, ich sag nur Tempomessung. Nach Hause torkeln wunderschön. In Oberösterreich es war der oberösterreichische Sonnenaufgang, der uns so inspiriert hat. Ja. Fetz, war das nicht dasselbe Konzert, also derselbe Abend, wo du dann in der Früh beim Zähneputzen ins Auge gefahren bist? Oder war das ein anderer? Ich meine, das kommt öfters vor, aber ich glaube, es war auch dieser Abend, ja. Also morgen dann schon, ja. Nee. So, ja, war wunderbar ein Mitmach, war ein schönes Konzert. Bitte, Frage, nächste Frage. Unter welchem Namen trat die Band bei ihrem ersten Konzert auf? Mit Konzert meinen wir halt richtig so ein volles Set, das wir gespielt haben. Das Publikum glaubt mit 61% Rotzpippen. Da täuschen sie sich ab. Nein. Das hätten wir gerne so gemacht. Leider haben wir die Rechnung ohne den Veranstalter gemacht, der die Namen alle nicht verstanden hat am Telefon und hat uns. Du könntest gerne auflösen, bevor ich das Foto herzeige. Na, zeig's hier einfach, zeig's bitte. Ja, das wüsste ich zum Beispiel nicht. Wir haben nämlich von dem Flyer ein Bild gemacht. Und es spielte damals mit uns BioWaste, angekündigt als Bio-Wasler. Und wir waren also nicht einmal Rock, sondern Rockpippen. Ja. Wobei ich glaube, er hat dann drauf auf einer Tafel das nochmal falsch geschrieben, da hat er dann gleich Rockpippin geschrieben, oder? Ja, hat er dann nochmal gemacht, ja. Er hat es dann nochmal falscher gemacht. Im Teletext ist ja wieder ganz was anderes gestanden. Da weiß jetzt aber nicht mehr genau was. Im Teletext ist mal gestanden, Rotzpippen und das Simmeringer Frauenorchester. Genau, das war auch schon. Ja. Bio-Wasler übrigens, es klingt jetzt vielleicht nach einem neuen Brot von Felber oder so, aber das war eine richtig spezielle Band. Die waren übrigens die Hauptband, wir waren Vorprogramm damals. Aber wir haben die Show gestohlen, muss man sagen. Ja, absolut. Und nicht mehr zurückgegeben. Nie wieder. Bis heute. Nächste Frage. In wessen Leib- und Lebergetränk ist Eierlikör? Das ist nicht Schwör. Das Publikum vermutet mit 69% den Friedhof. Und richtig. Das Foto her. Aber Friedhof. 69%. Ich weiß nicht warum, aber ich stehe auf dieses Zeug. Ich finde wahrscheinlich, dass Paul das auch trinkt. Ja, du musst schauen, aber du musst zeigen auf dem Foto, mit was du es gemischt hast, weil das habe ich in der Hand. Das ist ein Foto. Ja, also du bist ein Ferkel. Jackie Eierlikör ist natürlich was ganz Feines. Ja. Und Karl, wo war dieses Foto? Ich weiß es noch. Oh, das müsste Innsbruck gewesen sein. Ja, wenn man das Bild weiter rechts im Bild sieht man ein Analphabeten-Logo nämlich, glaube ich. Zacharias, kannst du mal weiter in die... Ja, ich glaube, da hinten sieht man das. Na, wurscht. Aber es war Innsbruck, ja, in der Live-Stage. Ja. Ich glaube 2015, aber bin mir nicht sicher. Das weiß ich noch. Die Leni war da, das weiß ich noch. Ja. Cool. Hallo Leni. So. Das war das Konzert, wo ich dann durch Innsbruck geirrt bin in der Nacht. Genau. Ja, wo ich dann im Stehen geschlafen habe. Wo in der Jugendherberge, in der wir untergebracht waren, die Bettflühe waren. Ja, ich habe mich eine Bettwanze gebissen. Und die waren nicht so nervig wie du besoffen, der ins Zimmer wollte. Obwohl noch lieber war mir das Nachbarzimmer, da schliefen nämlich damals... Schwedinnen, oder was waren das? Na, die Röhren. Achso, du meinst die andere Zeit, nie wo aber die Schwedinnen. Na, ich habe unser Zimmer nicht mehr gefunden und habe mich orientiert daran, dass man durch die Tür der Röhren die ganze Band schnarchen gehört hat. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe gewusst, das ist ein Nachbarzimmer und bin einfach eine Tür weitergegangen. Und pardauz, da war ich richtig. Und wie war das Bett? Weißt du das noch? Kurz. Na, der Fetzi hat nämlich gesagt, das Bett, das wäre ein Katzenkistel. Ja, so hat es auch gerochen, ja. Stingert voller Flöhe und Steine, obwohl die Steine, das muss man der Fairness dazu sagen, die hat er selbst mitgebracht. Genau. Okay. Haben wir die nächste Frage?
Entschuldigung, wir sind abgeschweift. Also Fridtjof ist unser Eierlikör-Fan. Genau, das Publikum hat wieder mal richtig gelegen. Nächste Frage. Welches Bandmitglied war einmal dermaßen blunzenfett auf der Bühne, dass die anderen seinen Verstärker während des Konzerts abdrehen mussten und er hat es nicht einmal bemerkt? Alle. Ja, so. Na, wieder 69% tippen auf den Lumpazi und diese 69% kennen ihn scheinbar sehr gut. Da haben wir ein schönes Foto. Von genau so einer Situation. Ist immer noch relativ gut gegangen zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja dann noch. Ja, da war er noch gut drauf. Ja. Karl, wo war das? Dieses Foto zumindest, also das, was ihr meint, Kleiner Hinweis steht unten rechts, sieht man es? Nein. Das ist ein Finger. die Nachtasyl, Tagasyl, kann das sein? Also da fällt das Logo, ja. Nein. Warte jetzt. Ja, das war beim Seidelgarten, oder? Ja. Das Foto ist im Seidelgarten. Wir haben leider von dem Vorfall mit dem Verstärker kein Foto, aber ich weiß auch, wo das mit dem Das Verstärker war Old Tower Pub. Old Tower Pub in Mönchhof, genau. Genau. Hat er Geburtstag gefeiert, oder? Genau, Ja. mit Chili-Torte. Ich bekam eine Torte mit einer wunderbar, überhaupt nicht scharfen Chilischote drauf. Wir waren alle im Anzug, bitte, das weiß ich noch, aber das war alles vorm Gig. Ja. Ich weiß nicht, wovon ihr da redet, mit Verstärker abschalten und alles, ja, denn aus mir unerfindlichen Gründen kann ich halt nicht Aussagen zu Vorgängen tätigen, bei denen ich gar nicht dabei war. Ja. Also ich habe ja da so, ich habe da so einen leichten Unterschied von, also so einen leichten Filmriss von vielleicht 8 bis 12 Stunden, ne? so in Richtung so. Also das ist aber cool, ne? Ich kenne ja diese Anekdote auch nur vom Hörensagen, so wie das Publikum. Ja? Also eigentlich war ich gar nicht dabei. Ja. Man muss auch sagen, der Heimweg war ja dann auch so lustig, dass wir dich einmal im Auto vergessen haben auf einer Raststation an dem Tag, weil du warst wie ein Hund, wir haben das Fensterstück aufgemacht und haben da drin liegen lassen. Dann hast du einmal auf der, du hast dann einmal mitten auf der Autobahn aus dem Auto gespielt. Du bist bei einem Kreisverkehr fast kotzend aus dem Auto gefallen. Es war, glaube ich, summa summarum ein schöner Abend. Ja, und er hat korrekt die Anzahl der Autos auf einem Werbeplakat gezählt, ohne hinzuschauen. Ja? Wie war es zur Zeit noch? Wie viel waren es? 17. 13. 17? Okay. Na, 13 waren es. Ich weiß es nicht mehr. So, noch die letzte Frage. Ja. Welches Bandmitglied ist schon einmal bei einem Konzert live von der Bühne gestürzt? Auch wieder hier mit 69% tippen die Leute auf Zacharias und auch das ist richtig. Ja. Haben wir dann... Lumpazi war es. Nein. Ja, wäre aber auch zuzutrauen, ja. Wer es sehen will, ich glaube, wir haben keinen Einspieler da, gell? Aber es gibt auf YouTube ein Video, das heißt, glaube ich, Zacharias Unfall. Oder Ja, Unfall. Zacharias Unfall. Und da kann man sich diesen Sturz anschauen. Man sieht ihn von der Seite. Ich habe ein bisschen Strom abgekriegt. Karl, und wo war Liegen weitergespielt, oder? Das war gut. Ja, genial. Liegend im Mischpult, ja. Karl, wo und wann war dieses Konzert? Das war am 15.06.2012 beim Badeteich Oberwaldhaus. Badeteich, ja. Ich bedanke mich auch noch bei den... Das ist auch dieses Konzert in Mönchkirchen, das du erwähnt hast. Also vielleicht war das. Angekündigt vorher schon. Ja. Möchte ich mich nochmal bedanken bei den Damen vom Schwimmbad am Badeteich in Oberwaltersdorf. Die haben mich nach dem Konzert verarztet und zusammengeklebt. Weil die letzten 20 Minuten vom Konzert hat sich meine Hose immer mehr angesaugt mit dem ganzen Blut, was im Haxen war. Und das hat dann ziemlich arg schon ausgeschaut. Das Blut war immer im Haxen. Ne? Nachgefüllt, ja. Okay, also ich glaube, unsere Fans sind sehr sattelfest, was das Wissen um unsere Band betrifft. Ja, man muss sagen, das Publikum hat jede Frage richtig beantwortet. Nein, eine war falsch, oder? Die Rockpippen. Ja, aber nicht ganz falsch. Da hätte man dabei sein müssen, sozusagen. Ja, stimmt. Genau, nachdem damals keiner da war. Ja. Aber meine Frage jetzt, wäre das Publikum interessiert an noch einer Runde von Rotzbippen-Quiz vielleicht das nächste Mal? Ich finde das nämlich sehr interessant. Und, wenn euch nichts einfällt, hätte ich noch die Publikum nicht interessiert ist, machen wir es trotzdem. Obwohl ich glaube, der Karl hat jetzt noch eine Frage ans Publikum und ich würde sagen, die Antworten bitte in den Chat schreiben.
Hast du noch irgendeine Insider-Frage zu Rotzpippen, die das Publikum vielleicht wissen könnte? Vielleicht irgendeine Begebenheit, die wir mal erlebt haben? Verstehe ich schon, ja. Also es gibt einen Vorfall und deswegen habe ich ja im letzten oder im vorletzten Stream habe ich den Fetzi gefragt oder habe ich gebeten oder aufgefordert, gib mir deinen Schuh. Und er hat so getan, als würde er nicht wissen, um was es geht, aber genau gewusst, um was es geht. Und zwar geht es um ein Konzert, wo eine junge Dame... Nicht zu viel erklären. Die Leute müssen ja erraten, was war. Also ich würde so sagen, also der Satz ist, Fetz, gib mir deinen Schuh. Dieser Satz wurde einmal bei einem Konzert oder nach einem Konzert gesagt. Warum? Wer hat das gesagt und warum hat er oder sie das gesagt? Bitte die Antworten in den Chat. Ich warte auf Antworten. Und ich glaube, die junge Dame ist schon ziemlich verwirrend. Also ich glaube, da kommen interessante Antworten dann. Ja, also warum wollte die junge Dame meinen Schuh haben? Das ist die Frage. Ihr kriegt jetzt 10 Sekunden Bedenkzeit, während ich unseren Q&A-Einspieler mache. Ja, dann kann das Publikum sich sammeln, fast wie bei Jeopardy, wo man die 30 Sekunden Musik hört. Ja. Dun, 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 dun. Oh, so Bedenkzeit umschreibt. Oh. Ja, aber immer doch schreibt da jemand. Ja, na die Frage war jetzt eben, was, die Aufforderung war, Fetzi, gib mir den Schuh. Was hat diesen jungen Menschen dazu bewogen, das zu verlangen? Oder was ist die Story dahinter? Lasst euch eine Geschichte einfallen, wir machen es ja nicht anders. Und schreibt es, der S-Jelly meint natürlich, um daraus zu trinken. Natürlich naheliegend, ja. Hätte ich der Person fast zugetraut, aber es war was anderes. Da hätte ich aber gesagt, das wäre andersrum, da hätte der Katsche zu der Frau, also der Fetzi zu der Frau gesagt, gib mir deinen Schuh und hätte aus ihren Stöckelschuhen getrunken. Ja. Aus seinen Schuhen. Die Rose Pippen meint, die Person wollte den Schuh haben, weil sie meinen Reisepass nicht bekommen hat. Ich habe sowas, glaube ich, gar nicht. Reisepass, nicht Schuhe. Und du hast doch noch andere Dinge angeboten, die die Frau Rose Pippen vielleicht auch... Ich wollte gerade sagen, das erwähnen wir heute lieber nicht, aber okay. Dankeschön, weil ich weiß, dass meine Frau auch zuschaut. Okay, ich glaube, wir sollten es vielleicht auflösen. Karl, bist du so lieb? Ja, also es geht um ein Konzert vom 2013 im Aera Wien. Und das war ein Geburtstagskonzert für jemanden und da war eben diese ominöse junge Dame, die ich gleich entmaskeln werde. Genau. Nein, nach dem Vorfall nicht, um Gottes Willen. Nachdem die dann auf den Herrn Fetz zugegangen ist. Und die hat dann eben gebeten darum, gib mir der Kapperl. Und dann, ja gut, kriegst du halt mein Kapperl. Hat er anscheinend nie wieder gesehen. Und das wollte sie dann auch nicht, hat sie irgendwo hingeschmissen. Und dann hat sie gesagt, gib mir deinen Schuh. Was willst du von mir? Gib mir deinen Schuh, was? Und hat dann eben andere Dinge angeboten. Und der Herr Fetz hat sich dann so aufgeregt, dass er dann die Setlist mit In Memoriam of the Red Foot betitelt hat. Und das bleibt für immer im Rotzpippen-Archiv. Ich möchte kurz dazu anmerken, also die junge Dame war wirklich extrem nervig. Es war eine junge Dame mit roten Haaren, die mir wirklich schwer am Arsch gegangen ist. Sie war ziemlich besoffen. Ich war eigentlich in einem relativen Hoch nach dem Konzert, weil das Konzert einfach ziemlich leibend war. Und dann ist mir das so am Arsch gegangen und ich habe mir eigentlich schon immer sehr höflich verabschiedet und gesagt, du kriegst meinen Schuh nicht. Bin 2 Schritte weitergegangen, sie ist mir nachgerannt, irgendwann ist sie so an meinen Körper wie eine Klette umgehängt. Und in einem Anfall von Wut, der bei mir sehr selten ist, wie man weiß, ich bin ein zartes Blümchen, habe ich dann, glaube ich, sie lautstark, sodass man es im ganzen Saal gehört hat, mit den Worten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube so viel wie, geh doch in Arsch, du depperte rote Sau oder so irgendwas belegt habe. Ja, ich glaube, das hast du gesagt. Das hat ganz viel gehört an dem Tag. Ich glaube auch, ja, nachdem sie im 1. Bezirk war, hat es gestrahlt in alle Richtungen. Und ja, aber man sieht, auch auf der Setlist hat sich das Ganze verewigt. Wir haben hier nachträglich noch ein paar gute Antworten bekommen, und zwar Oliver M. schreibt, Duftschuh für den Rückspiegel im Auto, finde ich super.
Ich würde es machen. Und die Bettinger schreibt, die war wahrscheinlich Schuhmacherin und wollte ihn einfach nur reparieren. Und du tust dir total Unrecht wahrscheinlich. Ja? Also, falls es so war, entschuldigen wir uns jetzt nachträglich. Das ist vor 10 Jahren gewesen oder so. Also, ich nicht. Du nicht. Okay, die anderen 3 entschuldigen sich herzlich und der Chor wahrscheinlich auch. So. Ich nicht, ich habe alles, was ich damals gesagt habe, so gemeint. Punkt. Was liegt? Q&A, wie schauen wir aus? Liebes Publikum, habt ihr noch Fragen? Wollt ihr irgendwas von uns wissen? Wollt ihr irgendwas vom Chorl wissen? Es ist jetzt wahrscheinlich die einmalige Gelegenheit, wirklich kompetente Antworten zu bekommen, weil der Chorl weiß wesentlich mehr über die Band als wir 4. Deswegen habe ich ja Angst, wenn er das nächste Quiz schreibt. Das können nicht mal wir beantworten. Aber ist vielleicht gut. Wer sich erinnern kann, der war nicht dabei, oder? Das sagt man, oder? Wenn du dich erinnern kannst, dann hast du es nicht richtig gemacht. Stimmt. Trifft auf Rotzfittenkonzerte. Oder nee, das sagt man beim Sex, wenn es nicht wehtut, machst du es falsch. Die Feli schreibt jetzt zwar keine Frage, aber sie schreibt, das erinnert sie an das schullose Konzert in der Szene. Frage an euch, wisst ihr noch, warum das Konzert schullos war? Publikum. Ja. Ich habe damals ein Foto auch davon. Ich habe einen Schuh ins Publikum geworfen, wo alle sofort ausgewichen sind, weil der so gestunken hat. Und habe geschrien, sie müssen alle ihre Schuhe in die Mitte werfen. Und am Schluss war da wirklich so ein Haufen von Schuhen. Unter anderem war einer von mir dabei. Und ich glaube, ich habe es damals gemacht, weil der Zacharias grundsätzlich auf der Bühne schon gar keine Schuhe anhatte, von Anfang an. Und habe ich gemeint, ich muss mich solidarisieren und auch meinen Schuh loswerden. Weil ich glaube, der Karl sucht das Foto. Sicherheitsgründe. Da war ja das Foto von den Schuhen drauf. Ja. Der Ludwig fragt, ob er beim letzten Mal die Waschmaschine als Gast verpasst hat. Draußen hat er was nicht verstanden. Nein, er hat schon recht. Ja. Ich habe beim Ankündigungsvideo letztes Mal gesagt, dass da ist das Foto. Kannst du das Foto mal herzeigen, Karl? Das kann man von Bootleg. Aber innen drin ist doch ein Foto von diesem Schuhhaufen, oder? Täuscht mich das jetzt? Es gab noch andere Vorkommnisse. Dann sagt, das Foto ist viel interessanter, finde ich. Zacharias mit seinem neuen Hut aus Latex. Latexhut, ja. Und da ist das Foto. Vor dem Aluhut haben wir noch Latexhüte getragen, bis wir festgestellt haben, die funktionieren nicht. Und jetzt haben wir Latexhüte ausgetauscht und haben jetzt richtig. Aber man sieht am Foto, die Crowd war wieder mal im Tausenderbereich, weil es waren so viele Schuhe. Nicht jeder hat die Schuhe ausgezogen. Ja. Die Schuhe waren teurer als unser Gas gewesen ist, oder? Lauter Nikes und... die Waschmaschine. Du hast eine Waschmaschine angekündigt. Ja, die hat dann leider abgesagt, aus terminlichen Gründen, denn sie war wieder mal voll. War das schon 10. Witz? Ja, war das schon der schlechte Witz? Ja, aber der Trockner war trocken. Die Lea ist irrsinnig gescheit, weil die fragt nämlich nicht uns, weil wir immer nur deppert Antworten geben, sondern fragt den Chorl. Wann spielen Rotzpippen wieder live? Chorl, wann spielen wir wieder? Ja. News aus dem nicht vorhandenen Proberaum. Es gibt eigentlich kein offiziell angekündigtes Konzert, es gibt nur intern angekündigte. Also ein angekündigtes Konzert, was letztes Mal erwähnt wurde. Aber angekündigt in Hollabrunn, das jetzt natürlich leider aufgrund der Corona-Geschichten wahrscheinlich terminlich verschoben wird müssen, weil es wäre im Juni. Sobald es da einen neuen Termin gibt oder sobald man weiß, wann man überhaupt wieder konzertieren darf. Ich meine, wir haben als Vorwand ja eingebracht, dass bei unseren Konzerten ja keiner kommt. Also es würde ja unter 10 Personen bleiben. Band und Crew inklusive, aber das wurde nicht. Der Pastor hat gesagt, nein, keine Ausnahme für euch. Und ich glaube, es schaut auch für den restlichen Sommer ein bisschen schlecht aus. Ich habe heute intern weitergeleitet bekommen, internal, dass auch bis Ende Oktober August ist jetzt, glaube ich. Konzerte nicht erlaubt sind, also alles über 50 Menschen oder was weiß ich. Also Rotzpippen kennt sich locker aus, aber alle anderen Konzerte. Hollabrunn ist ein gesetzloser Haufen, also da kann man locker spielen. Ja. Nicht Hollabrunn. Wir kündigen das Konzert ab jetzt in Kottingbrunn an und spielen dann in Hollabrunn. Machen wir das so, weil dann steht dort die Polizei und wartet auf die Fans und wir spielen in Hollabrunn. Ja. Wir dürfen an
dieses, löscht du das dann raus, bitte? Publikum und Polizei sind in Kottingbrunn. Und Bienenholerbrunn. genau, und wir zeigen dann die Polizei an, weil sie einen Auflauf machen dort. Ja? Das geht so nicht. Blockwart hat gesprochen. Der Markus möchte wissen, wann kann man die Herrschaften mal in Wiener Neustadt erleben? Das konnte man schon mal. In Triebwerk haben wir mal gespielt. Ja, und noch woanders auch mit den Zecken damals. Oh, das ist lang her, ja. Aber das ist schon sehr lang her. Grüße an den Hannes übrigens von den Zecken. Ich würde gerne wieder mal in Wiener Neustadt spielen, wäre cool. Aber würde ich, Wenn man uns gesagt, lässt, machen wir das momentan ist halt mit Konzerten nicht so einfach, weil sogar die schon bestätigt sind, leider verschoben werden müssen. Aber wir bemühen uns, endlich wieder auf die Scheißbühne raufzukommen. Wann wir es körperlich schaffen. Die Eva, wer immer das ist, schreibt, na macht's halt ein Videokonferenzkonzert. Ja, technisch nicht so einfach, aber ich sage mal so, wenn wieder erlaubt ist, dass zumindest wir 4 uns treffen, werden wir sicher wieder mal eine Roadshow live machen mit Musik-Live-Einlagen, würde ich sagen, dass zumindest irgendwas Musikalisches dabei rauskommt. So, und oder vielleicht noch eine Akustiknummer oder so, kann ja auch einmal passieren. Okay, der Ludwig schreibt gerade die ultimativ letzte Frage für heute. Das passt wie die Faust aufs Auge, wie die Faust in den Arsch. Nämlich, gibt es noch einen Witz? Ja, den habe ich mir für den Abschluss aufgehoben, aber zuerst würde ich sagen, werden wir uns mal alle ordentlich verabschieden. Ja, wir haben sogar die längste Sendung bis jetzt gemacht von der Corona Edition. Ich glaube, wir sind bei 1 Stunde 15 jetzt oder so. Ja, wegen einem Qual. Ja, Qual, du bist der neue Thomas Gottschalk im österreichischen Fernsehen jetzt. Die habe ich, ja. Aber ich würde sagen, schönen Dank, Qual, dass du heute mit dabei warst und mit diesen Insider-Infos uns geholfen hast. Danke, dass ihr mich mal in die Außenwelt herangelassen habt. Den Chat kann ich noch immer nicht lesen. Irgendwie ist gewöhn dich nicht daran, das war das letzte Mal. Ja. Ich höre nur eure Fragen und das letzte Mal. Konversation mit dem Chat, aber ich habe keinen Kontakt zum Chat. Ich bin immer noch blockiert mit dem letzten Auftritt von Nickelsdorf. Also ich habe nichts anderes als Videomaterial. Auf jeden Fall blockiert. Gewinnt ihr nicht trauen, wir sehen sie dann wieder im Oktober, gell? Du bleib brav eingesperrt, wir lassen die irgendwann raus. Ja, stimmt, ja. Und noch genug Ravioli? Ravioli habe ich jetzt, Bier geht schon langsam aus. Wie schaut das Klopapier aus? Ist da noch da? Das Klopapier habe ich da 15 Rollen, also 15 Backeln gekauft. Also wie ein richtiger Quarantäne-Beauftragter habe ich mir das gleich geholt. Deswegen, weil das Bier zu Ende geht, muss ich natürlich jetzt auf Eierlikör umsteigen, was jetzt nicht eine Schande ist. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir winken nochmal alle in die Kamera. Ich freue mich auf den letzten Witz. Ich hoffe, er unterbietet noch alle anderen. Ja, wird schwer. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, würde ich vorschlagen, oder? Ja, ich glaube auch. Nächste Woche 20.15 Uhr vielleicht. Ich höre den Lump jetzt fast nicht mehr. Okay. Jetzt höre ich ihn wieder. Ich würde sagen, mich hat es auch besonders gefreut, dass der Call so zahlreich erschienen ist. Ja? Und natürlich auch, dass auch 2 Leute im Publikum dabei waren. Man mag es kaum glauben, wenn wir emotionslos oft sind, aber es bedeutet uns sehr viel, dass wir immer den Kontakt halten können mit den üblichen Verdächtigen und vielleicht den einen oder anderen neuen oder neuer oder neuerere oder wie auch immer. Danke. Ja. Genau. Boah, das war jetzt auch diplomatisch. Können wir mit dem letzten Witz gleichzeitig ein Versprechen losschicken, dass es keine Witze mehr geben wird? Solltet ihr vielleicht für nächste Woche ein neues Wünsch dir was, einen Wunsch haben, was wir machen sollen, bitte schreibt uns das. Was ist eigentlich unsere E-Mail-Adresse? Booking@rotzbitm.at oder Facebook-Nachricht. Facebook-Nachricht. Booking@rotzbitm.at geht auch. Also schreibt uns ein Wünsch dir was für nächste Woche, wenn ihr wollt. Tretet der Facebook-Gruppe bei von der Rotz-Show, ja? Genau. Und wenn ihr Wünsche habt, dann bitte auch in die Facebook-Gruppe schreiben. Genau, einfach beitreten. Kostet nur 5 Euro in die Minute. Und einfach die Wünsche reinschreiben. Also jede weitere Minute 27 sind. Genau. Gut, dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und jetzt kommt natürlich der ultimativ geschissenste Witz für heute. Wie nennt ein Kannibale eine schwangere Frau? Kinderüberraschung mit extra Portion Milch. Danke, ich verabschiede mich im Namen der Band. Viert euch, das war die Rotzshow. Habt es schön, bleibt gesund. Prost und viert euch. Ciao, servus. Diarrhee.